Der Sean ist weg. Jetzt ist er schon wieder da. So, wollen wir sagen, hallo zusammen. Jetzt ist dein Bild gerade kurz weg gewesen. Jetzt bin ich schon erschrocken. So, nein, der Sean ist fort. Hallo zusammen. Hey, ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Tag gehabt bis jetzt. Wie ihr seht, ist der Wertherr Nico nicht da. Nico vor allem. Ich sage immer alle Nico. Das habe ich auch schon an. Schlimm, hey. Stattdessen habe ich den schönen Sean mal wieder da. Du hast gesehen, der schöne Sean. Das ist noch schwierig zum Aussprechen. Don't laugh. Hey Sean, wie geht's dir? Ja, tipptopp. Wir haben ja das beste Wetter. Ja, sag nichts. Gut, am Wochenende war es auch schon super. Von dem her können wir uns, glaube ich, echt nicht beklagen momentan. Es ist ja, glaube ich, sogar, wenn ich es recht gehört habe, ein Rekord. Rekord Oktober. Es ist, glaube ich, seit der Messung der Temperatur nie so heiß gewesen. Und Tom Schepper, merci vielmals für die Follow, herzlich willkommen bei uns. Und ja, schon, was hast du gemacht am Wochenende? Hast du ein bisschen gamet? Ja, ein bisschen gamet, ja. Bei diesem schönen Wetter an der Woche. Ja, am Abend zumindest. Es war ja Call of Duty Release gewesen, und darum habe ich am Freitag schön ein bisschen gezockt. Den musst du fast gerne. Ja. Fair enough. Du auch ein bisschen gamet oder bist du auch draußen gewesen? Tatsächlich bin ich einfach... Ich überlegen. Weder noch im Fall. Ich bin nicht zum Gamen gekommen. Ich war weg gewesen. Und draussen bin ich auch nicht gross gewesen. Nur als ich Züge musste wechseln und rumgelaufen bin von aussen. Aber so wirklich draussen etwas unternommen habe ich nicht. Obwohl es sehr schön warm wäre und sehr verlockend. Das ist ja so, ja. Aber man kann nicht immer alles haben. Idees how it is. Das ist so, ja. Susi, aber jetzt schnell schauen, ob du eventuell... Kannst du noch mal ein bisschen reden? Ja, sicher. Okay, weil ich glaube... Ist es leislich? Nein, ich bin gerade am Schauen, probieren herauszufinden, ob das so sollte passen. Aber ich glaube, es passt schon. Sonst würden sich dann die lieben Zuschauer und Zuschauerinnen sicher melden. Also Leute, falls das schon zu leislich ist für euch, gebt mir heute Bescheid. Weil dann können wir da noch ein bisschen umschrauben an unseren Einstellungen. Tunen. Genau. Es ist sicher besser, wenn wir das noch vor der Aufnahme des Podcasts machen und nicht erst währenddessen. Aber yes. So. Wir haben noch etwas Schönes für euch, Leute, alle, die da sind. Vielleicht warten wir noch 2-3 Minuten, bis der eine oder andere noch mal da ist. Oder vielleicht auch nicht. Nein, ich glaube, wir machen es auch so. Jetzt müssen wir mal schauen, dass ich auf die Seite komme. So. Jawohl. Es ist nämlich wieder so weit, Leute. Wir haben ein kleines Gift für euch. Beziehungsweise für ganze 10 Leute von euch haben wir ein Gift. Und wir reden jetzt das englische Gift, a present. Nämlich, here you go. Bitte schön. Viel Spass an alle, die ein Giftsab von uns bekommen haben. Viel Spass mit unseren Emotes. Und viel Spass bei der Teilnahme von den weiteren Giveaways. Es wird noch die eine oder andere geben. Da ist es sicher von Vorteil, wenn ihr ein Sub habt. Darum verschenken wir immer mal wieder das eine oder andere. Hell yes. So, ja, viel Spass damit. No, meine gute Tat für heute wäre ich gemacht damit. Also. Und natürlich hoffen wir, dass auch ihr ein schönes Weekend gehabt habt. Hey, salut zusammen. Hoi Erzengel, Tom Ding, oh no. Ach, nächstes Mal. Wir tun alle 2 Wochen, so, einfach jetzt exklusive Info für dich, alle 2 Wochen verschenken wir 10 Giftsubs. Also von dem her, nächstes Mal verwirrst du dich sicher auch. Einfach immer dabei sein und dann verpasst du es auf keinen Fall. Yes. Und schön aktiv sein, das hilft im Fall auch, habe ich gehört. Für den Rhythmus, für den Algorithmus. Yes. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dadurch, dass wir ein bisschen später starten konnten, sorry dafür, wir hatten noch ein paar technische Probleme gehabt. Aber ja, das ist ja eigentlich nichts Neues, oder? Ich glaube, jeder, der
Ja, wir sind PC uns unterwegs gewohnt. Ja, es ist wirklich so. Jeder, der ein bisschen mit Technik zu tun hat, der läuft irgendwann mal aber kurz oder lang rein. Es ist ganz schlimm. Aber ja, es ist auch das. Wir haben es überlebt. Es sind wir zwar ein paar Minuten zu spät, aber es ist wirklich eine Ruhe. Dafür machen wir jetzt nicht mal zu lang. Also, kleiner Monolog von meiner Seite, Leute. So wie immer. Ihr kennt es, ihr wisst, wie es abläuft. Wir nehmen jetzt gerade einen Gaming News Podcast auf, der Sean und ich. Und das heisst natürlich, dass wir während dieser Aufnahme nicht gut auf eure Fragen, Kommentare und so weiter eingehen können. Wir tun die aber sehr gerne im Nachhinein uns nochmal durchlesen und eure Fragen beantworten, beziehungsweise auch gerne eure Kommentare kommentieren. Und es nimmt uns auf jeden Fall Wunder, was ihr zu den Themen zu sagen habt. Es ist nicht so, dass es uns nicht interessiert, im Gegenteil. Ihr dürft sehr, sehr gerne mitdiskutieren. Wir dürfen halt einfach nicht, wir dürfen halt einfach nicht, genau, also wir können nicht gross während dem Podcast auf euch eingehen. Aber ja. Schöner Moment, schon der erste Troll hier. Aber ja, ich finde es noch gut, dass man es mit der ersten Antwort, mit dem ersten Chat-Kommentar schon gerade gesperrt wird. Well done, well done. Also, dann würde ich sagen, wir forschen da gar nicht mehr so lange im Zeug rum, sondern starten gleich unseren Podcast. Bist du ready, Sean? Ich bin ready, yep. Okay, sehr gut. Das würde ich sicher überleben. Wir glauben ganz fest an die Erzengel. Du schaffst das. You can do this. Also. Genau. So, dann fange ich den gerade an. Ich glaube, das ist alles korrekt. Noch schnell einen Schluck Wasser trinken. So als Vorbereitung für einen Podcast. Das kann ich jedem empfehlen. Kein Blätterli Wasser. Ja, das habe ich vergessen. Ja, no. Willst du schnell holen schon? Ah nein, ist alles gut. Also kannst du gerne, wir warten in 2 Minuten, können wir jetzt echt noch warten. Nein, ist gut. Also. Deine Verantwortung, du bist selber erwachsen. Wollte ich dann nicht rennen nachher. Also super. Gut. Dann, ich bin ready, bist du ready? Yes. Nice. Also dann warte ich noch schnell 5 Sekunden, dann fange ich an. Es ist wieder die Zeit, wo die Leute krank werden. Aber das ist kein Problem für uns, weil wir haben einen wunderbaren Ersatz gefunden für den Nico. Und zwar durch schön Sponschon. Eine Schmäh, genau. Unser Retter in Not, in weißer Rüstung. Und ja, eben darum, sagt Hallo zum Schonspon. Ich sage immer Schonspon. Es ist aber auch schwierig zum Aussprechen. Und vor allem, wenn man so ein Schönes vor dran hängt. Nein, damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 36 von Buffcrit laut dem Gaming News Podcast. Mit mir, der Steffi, und jetzt das mal Sean. Genau, von brag.ch. Wir haben wieder die gängigen Themen für euch. Buffcrit laut natürlich, unsere Kategorien. Im Buff haben wir einerseits ein ganz ungewöhnliches City Builder, das demnächst auf Steam und Epic Games Store startet. Dann haben wir New Tales from Borderlands, also da kommen auch mal wieder neue Sachen auf uns zu. Und Witcher hat ein Remake angekündigt. Im Crit haben wir auch nochmal Witcher, aber dort geht es um die Netflix-Serie. Wir haben Fortnite, wo anscheinend ein korrupter Mitarbeiter geschaffen hat und ein paar Sachen, ich sage jetzt mal, ja, ein bisschen dreist vertickt hat. Und Age of Empires bekommt eine Fortsetzung, aber nicht so, wie sich die meisten Leute erhoffen. Und last but not least haben wir mal wieder ein paar God of War Ragnarok Leaks. Auch eher unfreiwillig das mal. Und im Loot haben wir auch noch das mal wieder ein paar Sachen. Der Sean hat sich ein paar Sachen gegönnt. Ich habe mir ein paar Sachen gegönnt. Es ist kurz vor Weihnachten, also man merkt es. Und damit, yes, nochmal herzlich willkommen und wir steigen gerade ein ins erste Thema. Es ist vor einer Weile schon ein neues City Builder angekündigt worden. Und zwar heisst das Ballads of Hongi.
Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin kein Chinese Native. Von dem her, sorry, falls ich es falsch ausgesprochen habe, aber es ist nicht so einfach. Es wird Hongye geschrieben, aber ich glaube es, wenn ich die Reviews richtig gelost habe, wird es Hongye ausgesprochen. Und wie es der Name schon vermuten, ist es ein chinesischer Citybuilder. Und er sieht wunderschön aus. Also die ganze Architektur ist im alten chinesischen Style gehalten. Die Gebäude sehen wirklich so wunderschön aus. Man kommt sich wirklich vor, als würde man in einen altchinesischen Film geschmissen werden. Also so literally rein platziert. Die Grafik ist fantastisch. Also der Trailer, den man dazu sieht, vom Announcement, ist in 4K. Und dann ist halt, also die Musik dazu, sie einfach eben schön. Also es ist einfach, ich kann gar nicht Angst dazu sagen. Es sieht einfach fantastisch aus. Es hat aber trotzdem immer wieder Brüche drin. Und zwar ist das Interface im Gegensatz zum Rest von der Grafik im Comic-Style gehalten. Was sehr witziger, irgendwie auch ein bisschen unpassend durch einen Bruch ist. Aber das tut dem ganzen Game eigentlich nicht Abbruch. Und genau, das Ding ist einfach, es ist ein Citybuilder, wie man ihn einerseits schon so ein bisschen kennt. Sie haben, also das Studio heisst Seasun Games und die haben natürlich Elemente übernommen von Citybuilder Games, die man schon kennt. Also es ist halt ein Citybuilder, da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel dran rütteln. Es gibt Jahreszeiten. Es gibt auch verschiedene Katastrophen, also zum Beispiel Brände oder Stürme, Dürren, Hungersnöte und so weiter, wo man natürlich sein Volk muss managen. Man muss Gebäude bauen und weiterentwickeln und viel hängen dann auch zusammen. Also es ist also die Stadt ist so ineinander verknüpft und die verschiedenen Gebäude funktionieren so miteinander und durcheinander, dass man wirklich das sehr, sehr gut muss managen muss. Gleichzeitig haben sie aber etwas komplett Neues eingebaut. Und zwar eine Zeitlimite. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie dir das sagt, ich weiß nicht, wie du es hast schon. Aber also wenn ich Games habe, wenn ich Games habe mit Zeitlimite, dann bin ich immer gerade schon so ein bisschen abgeneigt. Es ist tatsächlich so, dass du nur eine gewisse Zeit hast zur Verfügung, um deine Sachen zu bauen. Also es ist so, im Gegensatz zu anderen City Builders, also so Strategieaufbau-Games, hast du verschiedene wie Gebiete, die du freischalten musst. Also du kannst nicht einfach random irgendwo dein Zeug platzieren, einfach in einer grossen Open World, sondern du musst effektiv zuerst dein erste Gelände musst du fertig aufbauen haben. Du musst die Herausforderungen von diesem Gebiet innerhalb von einer vorgängigen Zeit umgesetzt haben. Wenn du das nicht gemacht hast, also nicht geschafft hast, dann musst du von vorne anfangen. Und das kann natürlich... kann man nicht. Doch, ich denke schon. Aber es ist halt schon noch etwas anderes. Also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber man kann speichern. Ich gehe mal schon davon aus, dass man zwischendrin speichern kann. Das wäre ja auch irgendwie weird, wenn nicht. Aber es ist halt wirklich so, jede kleinste Entscheidung, die du triffst, kann wirklich die ganze Entwicklung von diesem Gebiet verändern, komplett. Also es ist sehr, sehr tiefgründig. Und es ist wirklich sehr... Gibt es ein Verb für konsequent? Also so konsequenzenreich, sage ich mal. Das Adjektiv meine ich. Es ist sehr konsequentenreich. Also egal, was du machst, es hat irgendeine Auswirkung. Und es ist immer eine andere Auswirkung, je nachdem, was du machst. Und so musst du dich halt von Gebiet zu Gebiet durcharbeiten, sage ich jetzt einmal. Und irgendwann hast du irgendwie 11, 12 oder 10, sind es, glaube ich, verschiedene Gebiete, die du parallel musst managen. Und ja, das kann zu recht crazy Mikromanagement führen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allem gegen Endgame extrem herausfordernd ist. Du musst natürlich auch immer schauen, jedes Gebiet hat eine andere Priorität, jedes Gebiet hat andere Wünsche.
du musst natürlich schauen, dass Kriminalität da unten bleibt, dass nicht geklaut wird, dass die Leute nicht Hunger müssen leiden. Und dann noch zusammen mit den Jahreszeiten, wo zum Beispiel der Holzverbrauch im Winter natürlich steigt und im Gegensatz dazu können sie keine Weizen anbauen auf den Feldern oder so, weil alles so Zeug. Also du musst wirklich, ich glaube, sehr detailliert schauen, was du wenn, wie, wo machst. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so von Fans, von City Builders, wirklich ein fantastisches Game ist. Für Leute, die erst einsteigen, könnte es vielleicht ein bisschen too much werden. Ich habe aber auch gelesen... Ja, es klingt einmal nicht schlecht, aber ja, es wird sicher mehr eine Herausforderung sein, auf Zeit müssen zu spielen. Ja, also ich habe zwar gelesen, dass anscheinend gäbe es einen relaxten Modus, aber auch das ist nicht ganz sicher, wo das Review, das ich gelesen habe, jetzt, also ich habe mehrere Reviews gelesen, aber das eine hat eben er so erzählt, dass er trotzdem einisch gefailt ist, beziehungsweise eben seine Herausforderung nicht geschafft hat, weil er anscheinend zu viel Zeit gebraucht hat. Also anscheinend ist auch im Relaxed-Modus ein Zeitlimit drin. Ausser das ist bis dann, also es war irgendwie ein Bug gewesen. Und das sollte dann im richtigen Game, sage ich jetzt einmal, nicht vorkommen. Wo, aber ich muss schon sagen, gerade so Citybuilder, gerade wenn du auch streamen vor allem, ist, glaube ich, schon vor allem der Streamer und der Zuschauer schon eher eine Freude da, wenn es keine Zeitlimite hat. Wo du willst ja auch immer wieder ein bisschen erklären, was du machst. Du willst ein bisschen mit Fragen beantworten, du willst ein bisschen mit den Zuschauern reden. Und dann ist eine Zeitlimite natürlich aber eher ein bisschen hektisch. Genau. Also natürlich gibt es eine Pause-Funktion, logisch. Also Citybuilder ohne Pause-Funktion, das wäre natürlich ja, schwierig. Ja, zwischendurch muss man, glaube ich, mal verschnaufen. Definitiv, ja, vor allem, weil es glaube ich, wirklich ein Citybuilder ist, der sehr hektisch ist und wo du innerhalb von kurzer Zeit viele Entscheidungen musst treffen musst. Und das geht natürlich schon in den Kopf. Und ich weiss nicht, das kennst du sicher von dir auch, wenn du mal ein Game angefangen hast, das dich hookt, dann bist du dann mehrere Stunden dran und dann machst du nicht alle halbe Stunde irgendwie so 10 Minuten Pause und mal den Kopf ein bisschen zu lüften. Also nein, auf keinen Fall. Aber ja, es klingt auf jeden Fall spannend. Es ist anscheinend wunderschön. Wenn genau das es released wird, weiss man noch nicht. Es kommt auf dem Steam und auf Epic Games, also im Epic Games Store. Und wie teuer das wird, weiss man leider auch noch nicht. Es sollte aber wirklich demnächst kommen. Ursprünglich angekündigt worden ist es, glaube ich, auf den Sommer. Jetzt haben wir schon Herbst, also ich kann mir gut vorstellen, dass es sicher noch im November kommt. Und ich bin sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir das auch mal anschauen werde. Und ich eigentlich so Citybuilders eigentlich noch recht gern. Und es ist sicher ein bisschen schöner zum Spielen als zum Beispiel so ein Frostpunk, das ja schon sehr düster und bitterkalt ist. Von dem her bin ich echt gespannt, wie es mir das bringt. Und wenn wir schon bei Citybuilders sind und neue und witzige und so weiter, ich bin ein bisschen schauen, ob ich eventuell noch ein anderes cooles Citybuilder finde, das announced worden ist. Also es ist nicht so offiziell announced worden, ich habe es einfach auf Steam gefunden. Aber alle Leute, die vielleicht China weniger cool finden und eher etwas Nordisches bevorzugen, es gibt schon bald ein Viking Citybuilder, wo ihr eure Wikinger-Träume wahr werden könnt. Mehr dazu weiss ich leider nicht, aber ich hoffe mal, dass ich euch dort auf dem Laufenden behalten kann, wo so ein Wikinger-Citybuilder klingt schon cool. Ich glaube, so etwas hat es noch nie gegeben. Ja, so viel dazu. Jetzt gehen wir gleich zu einem anderen plus-minus neuen Game. Oder wie sieht es aus schon? Ja, also, ist jetzt erst kürzlich rausgekommen. New Tales from Borderlands. Und ja, da können wir ja vom einen Comic-Spiel zum nächsten. Ist ja basiert auf der Cell-Shading-Grafik. Nennen wir, glaube ich, so, oder? Cell-Shading? Ja, aber ich glaube, so ein spezielles Cell-Shading, wo Borderlands ist ja wirklich mit ganz krassen Konturen auch noch dazu. Ne? Ja, ich weiß eben nicht, ob man das auch noch Cell-Shading nennt. Cell-Shading ist für mich eben ohne Konturen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht ist das etwas, was ich mir einfach gerade einbilde. I don't know. Ich finde den Stil aber nicht so schön. Und selber habe ich jetzt auch herausgefunden, die Borderlands-Welt gibt es jetzt schon seit 13 Jahren, was auch schon recht krass ist. Sag nicht.
Ich habe die ersten 2 Teile gespielt, das Borderlands 1 und 2. Aber das Tales of Borderlands basiert ja mehr eigentlich auf einem Adventure. Weil das Borderlands 1, 2, 3, die sind ja eigentlich alles reine Ego-Shooter. Ja. Und das Tale of Borderlands hat jetzt die 3 neue Charaktere, die bis jetzt noch nicht vorgekommen sind in der Vorgeschichte. Ja, man versucht halt auch wieder mit so Quicktime-Events das ganze Spiel ein bisschen interessant zu machen. Ja, wie gesagt, grafisch haut es jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Da sehen wir leider nicht viel Neues. Aber vom Spielspaß, ja, ist es halt typisch Borderlands mit dem ganzen Humor. Also Claptrap kommt sicher mal vor und auch die anderen Charaktere. Aber eher halt sehr kurz. Die werden halt angeschnitten, gewisse Szenen. Und lockern somit das Spiel auf. Hast du eigentlich mal gespielt, Borderlands, Steffi? Nein, tatsächlich nie im Fall. Irgendwie ist Borderlands aber so gar nicht meins. Also auch vom Dings nicht. Auch vom Grafikstil nicht. Irgendwie gefällt es mir nicht. Aber ja, der muss einem halt schon gefallen. Ja, aber so diese krassen Konturen, das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, also ich spiele halt gerne Games, wo sie mir auch optisch zusagen. Und klar, ich habe gerne so eine Comic-Style Grafik, so eben bei vielen Indie-Games, aber dort stört es mich. Also, und ich bin halt auch nicht ein Shooter-Spieler, von dem her ist das jetzt nicht das Game, das ich gross in Betracht gezogen habe zum Spielen. Aber ich habe viel Cooles gehört, also irgendwie so, die Leute, die es spielen, die spielen es wirklich richtig gerne. Ist nicht so ein entweder man hasst oder man liebt das Game. Ja, fix. Bei mir war es wirklich so, als ich damals das erste Teil gespielt habe. Ja, die Grafik hat vor allem genau die Grafik, also ganz am Anfang ist sie anders vorgesehen, also normal. Und die sind dann erst mit dieser so comicartigen Grafik zu einem späteren Zeitpunkt dazu gestoßen. Ah, weird. Und da komme ich gleich mal rein. Mhm. Und, ja, hat sie cool gedacht? Hat es mich den Pack gehabt, ja. Ah ja, gut, das ist aber nice. Die ersten 2 Teile habe ich komplett durchgespielt. Der 3. Teil, der liegt noch im Ecken, um mal endlich zu starten. Aber weißt du selber, wie es ist mit all diesen es gibt so viele Games. Gut, mir dünkt es aber jetzt von New Tales from Borderlands, wenn man den Trailer so anschaut, dass der Grafikstil nicht ganz so extrem ist wie vorher, wie sonst schon. Oder also eben da die krassen Konturen. Mir dünkt es, früher waren sie krasser gewesen und jetzt irgendwie nicht mehr ganz so heftig. Kann das sein? Dass es ein bisschen abgenommen hat? Es kann auch daran liegen, weil Telltale Games, die ein Spin-off gemacht hat, die sind übernommen worden oder eingestampft worden. Und jetzt macht es Gearbox selber, wo eigentlich die normale Borderlands-Reihe entwickelt hat. Aha. Also Borderlands 1, 2 und 3 und dann noch so ein paar andere hat Gearbox entwickelt und ja, Telltales hat immer also Tales from Borderlands entwickelt gehabt. Alles klar. Und jetzt ist es eben Gearbox. Okay, ja, das erklärt einiges auf jeden Fall. Also ich finde es schon ein bisschen besser als das vorher mega Extreme, aber es ist jetzt immer noch nicht meins, muss ich wirklich zugeben. Auch gleich, ich meine, man kennt es sofort. Also wenn man den Stil sieht, wenn man eine Szene sieht, ein Screenshot oder irgendjemand oder ein Cosplay, man erkennt es einfach sofort. Das ist ein Wiedererkennungswert, wo kaum zu schlagen ist von einem Grafikstil, von einem Game. Das können natürlich heutzutage nicht mehr viel von sich behaupten. Heutzutage so halt alles so super realistisch ist, natürlich nicht mehr wahnsinnig viele Games, so der Wiedererkennungswert, den jetzt eben Borderlands zum Beispiel hat. Das kann natürlich auch ein mega Vorteil sein. Ja, und auch im ganzen Cosplay-Bereich, da tun sich ja viel inspirieren lassen von den Borderlands-Charakteren. Genau, ja. Das ist natürlich schon cool, aber eben, es ist eine Geschmackssache auf jeden Fall. Ja, was glaube weniger Geschmackssache ist The Witcher. Nein, I don't know. Hast du The Witcher gespielt? Ja, was ist Teil 4 ist der letzte gewesen, oder? Nein, das 4 ist tatsächlich erst announced worden, genau, das 3. Ja, ich habe es mal ein bisschen angespielt, aber
es ist halt nicht so mies, die RPGs, die gehen mir einfach, sind mir ein bisschen zu langweilig. Aber Zu grafisch, langweilig. Autsch. Schon. Zu langweilig. Warum denn ja, zu langweilig? es geht mir zu wenig schnell vorwärts. Sagen wir Ah, so, ich bin zu ungeduldig. das ist nicht wahr. Ja, ich spiele dann irgendwie so 1, 2 Stunden und dann bin ich irgendwo dort in der Welt und komme nicht wirklich vorwärts. Oder so. Ich glaube, ich weiss genau, warum du nicht vorwärts kommst schon. Du nimmst einfach jede Nebenquest an. Dann nervst du dich, Ja, weil es langsam vorwärts geht, wo du jede Nebenquest erledigen willst. ja, die Welt ist vor allem auch zu schön. Da gehe ich einfach irgendwo rumreiten und entdecken. Aber das ist doch etwas Schönes. Ja, ja. Eigentlich. Ja, aber dann Ah. kommt man halt im Spiel nicht wirklich vorwärts. Ja gut, Prioritäten. Prioritäten. Und darum ist ihm schon seine Priorität, Shooter-Games zu spielen. I don't know, ob ich das unterstützen kann. Nein, aber ich muss wirklich zugeben, ich hatte The Witcher lange nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe auch The Witcher 3 auch angefangen zu spielen, bin nie fertig geworden, weil es ist so ein langes Spiel. Aber wie du vorher angeschnitten hast, es gibt so viele Spiele und dann gerade bei den grossen Titeln, die schnell mal 100, 120, 130 oder sogar noch länger Stunden gehen, man wird einfach kaum fertig. Und ich bin eben auch so jemand, der, wenn schon ein Game macht, der will ja alle Nebenquests machen. Oder er muss so gut wie möglich alle Nebenquests. Und das ist wirklich mit der Grösse vom Game, von Open World, ist das natürlich ein Spiel, wo du dich müsstest darauf dedicaten. Also du müsstest wirklich das spielen für ein paar Wochen und nichts anderes. Und das ist halt auch ja, nicht so ganz mies, aber ich hatte tatsächlich sehr viel Spass gehabt beim Witcher-Spielen. Aber auf die Switch 3 wollte ich eigentlich gar nicht raus, sondern ich möchte auf einen Vorgänger von Witcher raus, und zwar auf Witcher Ace. Ich weiss nicht, ob sich ein paar von euch noch daran erinnern. Das ist nämlich am 26. Oktober 2007 rausgekommen. Weißt du noch, was du dann gemacht hast? 2007. Nein. Also ich war dann 17, ich bin dann noch in den Gimmer gegangen und habe nicht viel Schlaues gemacht, glaube ich, abgesehen von im Gimmer in der Schule sitzen. Und ja, auf jeden Fall vor etwa 15 Jahren, fast auf den Tag genau, ist The Witcher Ace erschienen. Und seither ist das natürlich ein Game, das sehr viele Liebhaber auf den Weg gerufen hat. Es ist, ja, man merkt, es hat ein 2 gegeben, es hat ein 3 gegeben und jetzt haben sie tatsächlich announced, hey, wir machen ein Remake von Witcher Ace und zwar mit der Unreal Engine 5. Gleichzeitig zum Announcement haben sie aber auch gesagt, Leute, wir wollen uns Zeit lassen. Es ist ein Herzensprojekt, es ist uns super wichtig, dass es schön wird und gut wird. Und dementsprechend haben sie auch absolut kein Datum oder irgendwie nur ansatzweise ein Jahr bekannt gegeben, wo sie denken, sie werden es schaffen, das zu veröffentlichen. Und wenn sie natürlich auch erst jetzt langsam damit anfangen, jetzt müssen natürlich, also gehen wir jetzt mal davon aus, sie haben es jetzt announced und noch nicht angefangen, dann kann das sicher 4, 5 Jahre gehen, bis es fertig ist. Oder müssen sie ja zuerst mal noch die richtigen Leute einstellen. Und ja, das dauert meistens alles ein bisschen, bis vom Projektkonzept sozusagen bis zum finalen Game. Aber ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wie ein Hit wird einschlagen, wenn es wirklich gut gemacht ist. Und wenn sie sich wirklich Zeit lassen, so wie sie das vorhaben, dann wird das natürlich fantastisch. Ich weiss nicht, vielleicht gibst du ja am Spiel noch mal eine Chance schon. Was meinst du? Ja, ich muss mir einfach die Zeit dafür nehmen. Aber ja, es ist halt schon so, dass also wenn wie sagen wir, NPCs musst befragen oder irgendetwas herausfinden musst. Ja. Das ist doch der Reiz vom Spiel. Ja, eigentlich schon. Aber es zieht sich halt. Ach, vielleicht warte, in 5 Jahren bist du wie alt schon. Vielleicht gibst du ihm dann nochmal eine Chance. Vielleicht ist dein Leben ein bisschen chilliger geworden. Ja, dann bist du chilliger geworden, du bist gemütlicher unterwegs als jetzt. Dann ist nicht mehr so hektisch, dann musst du nicht mehr so viel Action haben. Keine Ahnung, vielleicht hast du bis dann ein Kind, dann hast du genug Action, dann brauchst du etwas, das dich beruhigt und entspannt.
weiß auch nicht, ob das Witcher stimmt. das richtige Game dafür ist, aber... Ja, mit den Jungen kann ich jetzt schon nicht mitheben im Call of Duty. Voilà, siehst du jetzt. Ein Grund mehr, zum Witcher nochmal eine Chance zu geben. Ja, aber ich weiss, was du meinst. Aber ja, apropos, du hast ja Call of Duty übers Wochenende ein bisschen angespielt, oder? Ja, Wie ja. findest du es? Ja, ich finde es eigentlich, ja, ist halt für mich ein typisches Call of Duty. Also Aber eigentlich so wie immer. grafisch ist halt immer, ja, es hat so ein bisschen in der Multiplayer halt immer noch die, wie würdest du sagen, so wie Bausteine und du erkennst halt gewisse, zum Beispiel wie Container, die in den Multiplayer-Maps vorkommen. Mhm. Es hat immer so ein bisschen die gleiche Größe, einfach ein bisschen andere Texturen. Das ist so ein bisschen, ja, also der grosse Meilensprung ist nicht zu erwarten, aber es hat sicher, also grafisch schon besser geworden. Also es ist ein bisschen ähnlich wie FIFA. Ja, ungefähr so. Okay. Ja, schade Marmelade. Ja, Gut. aber ich glaube, eben als Call of Duty-Spieler ist man sich langsam daran gewöhnt, dass die Dass grossen da kein Sprünge Fortschritt irgendwie ist. ausbleiben. Ja. Die grossen Aber Sprünge gibt es bei Witcher. aber im Singleplayer, der ist wirklich ja, cool. Er ist nicht so lang, aber gewisse Maps sehen richtig, richtig nice aus. Immerhin das. Ja. Also ich wünsche dir noch viel Ja. Spaß Ja, danke. mit Call of Duty. Ich gehe dann wieder zurück zum Witcher. Und zwar zur Netflix-Serie. Nein, jetzt sind wir auch schon beim Crit angekommen. Leute, The Witcher ist heute im Buff, aber auch im Crit. Ich muss es einfach sagen. Und es ist eine ganz traurige Meldung. Und eine, die allen ein bisschen wehtut. Ich weiss nicht, ob ihr The Witcher Netflix-Serie geschaut habt. Dort spielt ja der Henry Cavill, also auch der Superman-Hauptdarsteller, spielt ja The Witcher, also der Geralt. Und er selber ist ja wirklich grosser Fan von der Witcher-Saga. Er hat Games gespielt, soweit ich weiss, hat er sogar Bücher gelesen. Und er ist ja aktiv auch ein bisschen auf Netflix zu und hat unbedingt die Rolle wollen. Und sein grosser Wunsch war schon immer, und er hat immer aktiv geschaut, auch ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen gepusht, dass die Netflix-Serie so nah wie möglich an den Originalbüchern ist. Das war immer so ein bisschen sein grosser Traum gewesen. Dass die Serie halt aber wirklich nach dem Original ist. Nicht zu viel. Wie bei Game of Thrones beim Ende, wisst ihr, was keine Buchvorlage hatte. Und dann ist sie absolut in die Hose. Das hat er aber probieren zu vermeiden. Und halt damit auch den Fans von Witcher einen grossen Dienst eigentlich erbringen. Wo, sind wir ehrlich, wenn wir schauen, wie oft das Game-Verfilmungen nicht gut funktionieren, wo sie einfach von Lore abweichen oder von den Büchern einfach gewisse Sachen nicht übernehmen und dann fehlt eine Logik. Oder es ist auch ähnlich wie die Buchverfilmungen. Irgendwie, es stimmt alles irgendwie so ein bisschen nicht. Und manchmal macht die kreative Freiheit durchaus Sinn, aber vielfach leider eben auch nicht. Und er hat eben immer wollen, dass es so nah wie möglich an den Büchern ist. Und ist eigentlich ja etwas sehr Ehrenvolles, meiner Meinung nach. Jetzt ist aber leider auch rausgekommen, dass ja, die so ein bisschen die Story schreiben, also du musst natürlich, obwohl du ein Buch hast oder eben irgendeine Vorlage hast, musst du ja trotzdem nochmal eine Story schreiben, damit es verfilmt kann werden. Also jede Serie, jeder Film kommt sein eigenes Drehbuch über. Und dort, die das schreiben und machen, die sind anscheinend aber nicht so wirklich Fan von weder The Witcher, von den Büchern noch von den Games. Es wird sich die mal lächerlich gemacht darüber. Es gibt immer wieder negative Kommentare, es wird darüber gespottet. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass du ein Schauspieler bist, der eben gerade mit voller Herzblut in dieser Serie ist und der auch die Serie wahnsinnig am Herzen liegt und du kommst es mit über, dass da natürlich die Freude ein bisschen verloren geht, die Rolle zu spielen. Und ich gehe mal davon aus, das ist einer der Hauptgründe, warum der Henry Cavill sein Schwert abgibt. Und zwar wird er in der 3. Staffel, die jetzt demnächst auf Netflix erscheint, nicht mehr. Also er wird noch in der 3. Staffel den Geralt spielen, aber anschliessend nicht mehr. Es wird eine 4. Staffel geben, das ist mittlerweile announced worden. Es ist bestätigt worden, aber er wird nicht mehr den Geralt spielen. Und zwar wird er sein Schwert an Liam Hemsworth übergeben. Das ist der kleine Bruder vom anderen Hemsworth. Wie heisst der? Der Thor spielt. Ja. Aber im Gegensatz zum grossen Bruder ist der Liam
eher ein bisschen bekannt für so ein bisschen Liebesdrama-Filme irgendwie. Also so habe ich im Kopf, der Chris Hemsworth, genau. Und also ich habe irgendwie so ein bisschen im Kopf für eben so die Liebesdrama-Filme und so ein bisschen den Teenie-Schwarm und so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es einfach so. Und das enttäuscht mich. Ey. Also ich muss zugeben, wir sind ja beim Henry Cavill am Anfang ja auch ein bisschen skeptisch gewesen, was die Rolle als Geralt betrifft. Weil man kennt ihn natürlich als der super geschleckte Superman, ja, der flawless, weißt du, mit diesen Haaren, die nicht ansatzweise bei einem Windzug bzw. bei einem Sturm irgendwie auch nur krüseln, so ansatzweise sich bewegen. Und auch die flawless Haut und keine Narben und das ernste, kalte Gesicht, weißt du, und der Ausdruck und er ist einfach so allmächtig und der Witcher, der Geralt, ist dort halt schon eine komplett andere Figur. Und am Anfang ist er ja auch ein bisschen belächelt worden, beziehungsweise gesagt, was, der passt doch nicht, um Himmels Willen, das geht ja gar nicht, das klingt ja schrecklich. Und ja, da muss man halt schon sagen, er hat es allen gezeigt. Und meiner Meinung nach war er ein guter Witcher gewesen. Ich habe ihn gerne geschaut. Ja, muss ich halt schon sagen. Das kann ich auch nur bestätigen. Danke. Und ich finde es so traurig, dass er geht. Und sind wir ehrlich, wenn natürlich eine Hauptfigur plötzlich austauscht wird, das ist Ja, so scheisse. einschneidend. Ich meine, wir sehen es schon nur, schau mal, Harry Potter, der Dumbledore, der ist im ersten Teil eingeführt worden. Und dann ist er leider gestorben und er musste ersetzt werden. Aber das war so einschneidend gewesen. Er hat so anders ausgesehen nachher. So anders. Und jetzt wollen sie nach 3 Staffeln einfach den Geralt neu besetzen. Und also müssen sie ja zwangsläufig. Aber es ist so, ich habe mega viele Kommentare gelesen, so, ja, aber der will ich im Fall nicht mal mehr die 3. Staffel schauen, wenn ich jetzt schon weiss, dass er im 4. Teil dann nicht mehr mitspielen wird und so weiter. Und das ist einfach, es ist so enttäuschend. Also, ich meine, klar, wir müssen Chris Hemsworth eine Chance geben, so wie wir auch Henry eine Chance gegeben haben. Aber ouch, es tut weh. Ich finde es nicht okay. Das ist wirklich schade. Ja, vor allem fiebert halt mit in der Serie. Und dann Total. identifiziert man sich mit diesen Leuten. Ja, total. Ja, doch, unbedingt. Und eben, er ist gerade eben einer gewesen, ich glaube, es hat selten mal einen Schauspieler gegeben, der seine Rolle dermaßen geliebt hat, wie er, The Witcher. Also das hat er ja immer wieder auf Instagram erwähnt, dass er die Rolle so toll findet. Und umso trauriger ist es, dass ein so ein leidenschaftlicher Schauspieler aufhört, weil es anscheinend so viele kreative Differenzen, sage ich jetzt einmal, gibt. Und vor allem, sorry, aber es ist schon fast ein toxisches Arbeitsumfeld, wenn die Macher gegen die Serie schießen, beziehungsweise gegen die Story, gegen die Bücher, gegen die Games und so weiter. Das ist schwierig. Also da ich würde es absolut nachvollziehen, wenn er aus diesem Grund würde gehen. Ja, schade. Hm. Aber so ist es halt manchmal mit diesen Serien. Ja, aber das ist doof. Ja. Gut, wenigstens Ja, werden wir einen neuen ich find's auch Superman nicht cool. sehen. Anscheinend, also was ich noch weiter gelesen habe, er wird ja auch wieder den Superman verfilmen demnächst, also ja, spielen. Und das kann unmöglich ein Grund sein. Weil es gibt so viele Schauspieler, die eine Serie und Filme parallel spielen. Das kann nicht ein Grund sein. Außerdem habe ich das Gerücht gehört, dass er anscheinend als James Bond so in Frage kommt als Nächster. Wo ich ihn durchaus auf mich würdig sehe, muss ich wirklich sagen. Und er ist ja anscheinend schon mal in der letzten Auswahl gestanden mit Daniel Craig zusammen. Und dann hat er knapp die Rolle nicht bekommen, was anscheinend am Alter gelegen ist. Dann war er noch ein bisschen zu jung gewesen. Jetzt würde er natürlich durchaus passen für James Bond. Aber ich werde ihn gleich vermissen als Witcher, weil Witcher ist einfach ist einfach geil. Es ist eine Gaming-Verfilmung und es gibt viel zu wenig geile Gaming-Verfilmungen. Vor allem eben, wo die Schauspieler ihre Rolle so leidenschaftlich lieben. Well, shit happens. It is how it is. Wir müssen es annehmen, wir müssen es akzeptieren, es schießt an, aber ändern können wir es leider nicht.
Yes. Ja, liegt nicht in unserer Macht. Nein. Wir könnten eine Petition anfangen. Aber ich glaube, dann müssen sie zuerst mal alle Angestellten entlassen und neu einstellen, damit das toxische Verhalten dort dann aufhört. Ja, wahrscheinlich gibt es schon irgendwo eine Petition. Das würde mich nicht mal Bin mir ziemlich wundern. Im sicher, Fall. ja. Das würde mich echt nicht wundern. Gerade mal googlen. Ja. Aber ja, so viel dazu. Du hast auch noch eine News, und zwar zu einem korrupten Mitarbeiter. Gehen wir gleich weiter Ja. mit den korrupten, fiesen Mitarbeitern. Ja, ist nicht im letzten, also das letzte Podcast, das wir mit dir hatten, auch irgend so etwas vorgefallen, wo es um Betrug gegangen ist. Das kann sein, das kommt etwa dir mal vor. Ja, und auch in dem Mal, also das Mal haben wir auch einen Fall, und es geht um das Spiel Fortnite. Dort hat es einen korrupten Mitarbeiter oder Contractor, wie es die nennen. Der hat Codes verkauft. Also die sind entstanden, also wie sagen, man hat Zugriff gehabt irgendwie auf das System, ich weiß jetzt halt auch nicht genau wie, und ist so ein Sammler-Item. Weißt du, was das für ein Ja, Sammler ist? es ist ein altes gewesen, und ich kann es mir aufschreiben. Eins, was du nicht mehr bekommst, wahrscheinlich, ja, oder? Minty Pickaxe. Minty Pickaxe, ich hoffe, ich das richtig aussprechen. Ist 2019 haben wir das können einlösen, und das ist noch speziell, ist über die kennen die sicher, oder viele kennen die Funko Pop-Figuren. Ja. Das war anscheinend eine Funko Pop-Figur, ein Lama gewesen, und dort ist, haben wir den Code können einlösen, und der hat den irgendwie abgewandelt im System und auf dem Schwarzmarkt angeboten für $150 je. Aber dann fragt sich auch, lohnt sich das überhaupt? Also, der ist jetzt natürlich gesperrt worden. Ja, $150, und er hat, glaube ich, bis jetzt 14 Stück verkauft. Also sind das irgendwie über 2000 Franken oder US-Dollar. Einfach mal schnell so. Ja, und anscheinend hat auch Maps, wie sagen wir, korrumpiert. Und ja, also da fragt man sich schon, ja, den Sinn davon. Er hat Maps. Wie hat er Maps korrumpiert? Er hat es irgendwie boostet. Boostet, was immer verändert, boostet. Weird. In der Hoffnung, dass sie entfernt werden. Aber ja, dass man sie wahrscheinlich nicht mehr abladen kann. Hä? Okay, warum auch immer man auf den Gedanken kommt, so etwas zu machen und den Gamer die Freude am Leben zu nehmen, hätte ich fast gesagt. Vor allem Fortnite ist ja für viele so the life. Ja, es ist halt darum gegangen, dass die Maps einfach entfernt werden. Wahrscheinlich von den Server, was immer, damit er sein eigenes Zeug kann vorantreiben. Oh, wow! Okay. Ja, aber eben, es fragt sich schon. Das ist schon ein bisschen komisch. Also für den Betrag. Gut, Sammler-Items in Fortnite sind aber teilweise schon recht, ich meine, sind wir ehrlich, gerade Sammler-Items sind ja limitiert und auch zeitlich begrenzt. Die gibt es während einer kurzen Zeitraum und dann nicht mehr. Eigentlich grenzt das ja schon an ein NFT, wenn du so willst, gell? Von dem her, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es nach wie vor funktioniert. Und eben gerade Items, die aus dem 2019 sind und auch sehr beliebt waren, dass das noch funktioniert. Aber gleich, also... Ja, funktionieren sicher, aber dass es gekauft wird. Das Gefühl hat, man wird nicht verwünscht. Aha, ja gut. Also heutzutage, nein, also... ich weiß nicht, was gewisse Leute sich überlegen. Anscheinend nicht viel. Vor allem das mit den Maps boosten. Vor allem auch das, dass es das Gefühl hat, also, I don't know. So, ich meine, wenn man... Ich kann mir so vorstellen, ist einer, der wahrscheinlich seine Arbeit wie zu wenig gut gemacht hat. Also halt einfach immer so ein bisschen kürzer gezogen hat und die anderen Sachen halt einfach ein bisschen besser waren als seine. Und darum hat er irgendwann so ein bisschen jealous geworden und hat er angefangen zu sabotieren. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist natürlich nicht cool. Das Cheaten. Ja, Philipp ist das. Plan gehabt, nichts mehr mit denen zu tun haben. Ja, nein, also... Ja, Entschuldigung, aber da kommst du doch im Normalfall. Also gerade wenn du Sammler-Items einfach vertickst, also sozusagen klaust, also mindestens eine Strafe kommt ja da auf dich zu. Also hat er das Gefühl, da kommt da
ohne irgendwie einen Buss oder so davon? Oder was genau hat er sich dabei überlegt? Ach, Ja, Herr Jemine. Epic hat noch auf jeden Fall schon mal gesperrt, aber das kommt sicher noch weitere News raus. Ach Gott, Was genau da passiert, weiß man halt noch nicht. ja gut. Ich frage wiederum auch einfach, weißt ich meine, eben, wie du gesagt hast, es kommt ja raus. So Zeug kommt immer raus. Und also, ich meine, wenn er mit Epic Games vielleicht nicht mehr zu tun hat, okay. Aber der hat sich doch jetzt, sorry, gerade seinen ganzen Job eigentlich verspielt. Also, Ja. der kann basically im Migros in die Kasse oder so, weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich nicht einmal. Wahrscheinlich würden sie dort sogar noch fragen, so, klauen sie? Nein, Ja, aber das würde ich vermutlich. sagen, aber es ist so... Er landet sicher auf der Blacklist in der Branche. Ja, ziemlich sicher, ja. Und wahrscheinlich nicht nur der. Ich meine, das steht ja dann auch durch die Blume ausgedrückt irgendwo im Arbeitszeugnis. Und also, wenn du eine schlechte Referenz hast, und ich meine, es geht ja Diebstahl, also das heisst, es geht ja bei Diebstahl, es ist Diebstahl eigentlich. Und ich meine, das wird ja, das wird sehr, sehr schwierig, um da wieder an einen anständigen Job zu kommen. Hoffen wir, er hat etwas daraus gelernt, aber you never know. You never know. Dumm bleibt dumm, oder so. Ja, nein, man kann sich bilden und fortbilden, darum wollte ich das so jetzt nicht sagen. Hoffen wir das Beste für ihn. Ich drücke ihm die Daumen, dass er etwas gelernt hat daraus und dass er es nicht mehr macht. Wir glauben ganz fest an dich, du schaffst das, du kommst dein Leben wieder in den Griff über. Dein Job vielleicht nicht mehr, aber dein Leben auf jeden Fall. Ich glaube, in Finanzen lasse ich nicht ganz sicher nicht. Banken, Versicherungen auch nicht. Bauarbeiter. Das wird es sein. Egal. Apropos Bauarbeiter. Ihr kennt sicher das Game Age of Empires. Und ihr habt sicher auch mitbekommen, dass Age of Empires 4 jetzt nicht gerade so das beliebteste Game war auf dieser Reihe. Es hat einige Änderungen und Anpassungen gegeben vom dritten Teil, wo sehr vielen, vor allem Hardcore-Fans, überhaupt nicht gepasst haben. Age of Empires 3 hat ja als fast perfekt gelten. Es hätten laut der Fan-Community wirklich nur ein paar kleine Änderungen eigentlich müssen gemacht werden. Vielleicht die Grafik eben noch ein bisschen aufgemotzt und so weiter und dann wäre es ein perfektes 4 geworden. Jetzt ist es leider aber so, dass das 4 nicht wirklich gut gewesen war. Und jetzt vor kurzem haben sie einen Livestream gehabt. Da haben sie Announcements gemacht. Und eines von den Announcements ist ein Announcement-Trailer zum Age of Mythology Retold, wo sie rausbringen wollen. Und das andere ist die Portierung von Age of Empires 4 für Xbox-Konsolen. Das heisst, Age of Empires 4 kann man jetzt auf der Xbox-Konsole spielen. So, und jetzt habt nach fest. Es gibt eine Fortsetzung von Age of Empires. Aber nicht so, wie es alle gerne hätten. Sondern es wird Age of Empires Mobile. Ihr habt es richtig gehört. Age of Empires kommt eine Mobile-Version über. Man hat, abgesehen von einem Trailer, hat man noch nicht viel gesehen. Kein Gameplay. Es ist eigentlich nicht wirklich viel bekannt. Das Einzige, was man vermutet, ist, dass es irgendwann im Mittelalter wird spielen, wo man sieht Burgen, man sieht Ritter in glänzenden Rüstungen und so weiter. Was natürlich darauf schließen lässt, ja, es wird irgendwann in der Zeit vom Mittelalter angesiedelt sein. Aber sonst weiss man leider nicht viel. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die Age of Empires Fans werden reagieren. Und ich kann mir auch schon gut vorstellen, wie ganz viele Gaming-Fans werden reagieren. Vor allem hier in der Schweiz ist ja Gaming nach wie vor eigentlich etwas, was entweder auf der Konsole oder auf dem Gaming-PC passiert und weniger auf dem Handy. Vielleicht kommt es irgendwann mal auch noch ein bisschen mehr hier, aber Mobile Gaming ist vor allem etwas, das im asiatischen Raum boomt wie nur etwas. Und dort muss man natürlich immer so ein bisschen sich fragen, wollen sie das jetzt gezielt ausnutzen und den asiatischen Markt erwirtschaften, sage ich jetzt einmal. Weil dort ist ja, also im Gegensatz zu
uns reichen Schweizer, sage ich jetzt einmal, können sich in Asien jetzt nicht alle einfach gerade mal so einen Gaming-PC leisten. Aber ein Handy hat basically jeder. Und wenn man schaut, eben im asiatischen Bereich, auch viel in Lateinamerika bzw. allgemein in Südamerika, dort wird wahnsinnig viel auf Mobile gespielt. Es wird auf Mobile gestreamt, es finden Mobile-Turniere statt, also richtige E-Sports-Turniere. Die Szene dort ist richtig, richtig gross. Und es nimmt irgendwie mehr zu. Der Mobile-Markt wächst schneller als Konsolen oder PC. Wir merken es ja selber auch schon, gell? Ich meine, die ganzen PC-Games, gerade die Hardpiece, also die physischen Games, die verschwinden nach dies nach, wo alles nur noch digital ist. Und beim Handy ist es natürlich auch digital. Da brauchst du nichts. Du musst nur mal schnell etwas abladen, gut ist. Und gute Internetverbindung bräuchtest du im Idealfall auch noch. Ja, und die Hemmschwelle ist natürlich auch viel kleiner für all die Microtransactions. Oder? Man gibt halt viel schneller mal irgendwie 50 Rappen, Franken aus für etwas, ja, zum Boost oder was immer, oder irgendwie ein Kosmetik-Item. Ja. Das stimmt. Einerseits hast du natürlich die Ausgaben nicht für einen Gaming-PC oder eine Konsole, die natürlich auch schon mal mehrere 100 bis 1000 Franken ist. Und meistens sind Handy-Games gratis. Ich habe tatsächlich mal mit einem geredet, der ein Handy-Game erstellt hat. Und er hat erzählt, du darfst gar nicht Geld verlangen für ein Mobile-Game. Sonst stellen sie es gar nicht erst in den Store. Und, okay. Aber ich habe für gewisse Games nicht gezahlt, oder ist es jetzt neu in dem Fall? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile wirklich Games gar nicht mehr gross in den Store rein tun, wenn sie nicht for free sind. Es ist halt so das Fortnite-Prinzip. Eben, wie du auch gesagt hast, Mikrotransaktionen, die halt eben doch auch viel Geld einnehmen. Und dort eben die Hemmschwelle sinkt natürlich durch das nochmal mehr. Hey, es ist komplett gratis, easy, lass es mal ab, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es wieder deinstallieren, oder? Ja. Von dem her, ja, ich meine, ich muss wirklich zugeben, I'm a little bit hooked, wo ich finde Mobile Games per se nicht scheiße. Ich finde es cool, dass wenn ich unterwegs bin, ich fahre viel Zug. Wenn ich mal ein Game spielen kann, hey, das sage ich im Fall nicht nein. Wenn ich nicht immer den Laptop muss mitschleppen. Oder die Switch. Den Ausgang nimmst du nicht mit. Weißt du, was ich meine? Wenn du gleich mal eine halbe Stunde Zug fährst, why not? Spielst halt mal eine halbe Stunde Age of Empires oder League of Legends Wild Rift oder whatever. Es gibt mittlerweile halt schon sehr viel. Es gibt auch Call of Duty Mobile von dem her. Es gibt wirklich sehr, was nicht mehr so schlecht ist. Wirklich, hast du gespielt? Aha, ja. Da kommen Sachen raus. Rasende Reporterin Steffi findet alles raus. Aber schön noch mit dem Controller verbunden. Und dann, ja, ja, gut, das ist natürlich schon von Vorteil. Auf Platz 1, ja, dann haben sie keine Chance mit den Fingern gegen die Controller. Das ist bei einem Aufbauspiel bei einem Spiel wie Age of Empires sicher ein bisschen einfacher. Aber ja, sind wir mal gespannt. Hoffen wir einfach nicht, dass es nicht ganz so mit Mikrotransaktionen zugespammt wird wie Diablo Immortals. Das ist ja wirklich heftiger Kritik gestanden und auch alles andere als gut bewertet gewesen. Und da kommt ja nach wie vor wie mehr Scheiß drüber raus. Das war letztens wieder in den Schlagzeilen, wo wieder irgendwie etwas war, was der Community nicht gepasst hat. Aber ja, das für ein anderes Mal. Auf jeden Fall, ja, Mobile Games immer ein bisschen schwierig. Aber wir müssen es, glaube ich, langsam akzeptieren, dass halt Mobile Gaming in der Gaming-Welt so wichtig und relevant ist, dass viele Studios halt langsam auch ein bisschen gezwungen sind, auf den Markt aufzusteigen. Und sind wir ehrlich, ich habe absolut nichts dagegen, wenn zum Beispiel ein Wandering Village auf Handy rauskommen. Also, es gibt so viele Games, die ich spiele, wo ich einfach sage, so, hey, das wäre auf dem Handy voll easy. Dorfromantik zum Beispiel. Weißt du, wie cool das wäre, wenn das auf dem Handy wäre? So nice. Ist das überhaupt schon draussen? Dorfromantik? Ja. Ja, schon lange. Schon lange. Jetzt ist es ja 29. September ist es jetzt auf der Switch gekommen. Und jetzt vor ein paar Tagen ist das Sakura-Update gekommen. Hast du es auf der Switch? Nein, auf der Switch habe ich mir es noch nicht gekauft. Ja, also auf dem PC. Auf der Switch bin ich immer noch Hades am Suchten. Aber vielleicht kommt es mal. Aber das sieht ja schön aus. Es ist wunderschön, ja. Und so gemütlich. Aber auch so ein gemütliches Puzzle-Game halt einfach. Also wirklich fantastisch. Und eben darum muss ich wirklich sagen, so, das spricht eigentlich dagegen, ausser die limitierte Speicherkapazität der Handys, dass man mehr Mobile Games hat. Beziehungsweise dass die Games, die auf der Konsole
funktionieren. Auch gerade einen Mobile Port bekommen. Das fände ich halt Ist schon es dann, nice. ist es dann momentan eine Twitch-Version, die du spielst im Stream oder eine PC-Version? Dorfromantik, wenn ich Nein, wenn nein, ich's spiele, oder was jetzt? nein, oh, ja, jetzt wieder. Hades? Ja, Beide. Ich spiele es parallel. Also es hat Cloud Gaming, also beziehungsweise du kannst es über Cloud speichern und egal ob du auf dem PC oder Switch spielst, ist immer up to date. gut Das ist aber schon synchronisieren. nice. Ja, voll, Cool. ist aber voll nice. Ja. Ab und zu spiele ich es auf der Switch oder beziehungsweise eben vor dem Fernsehen. Da hat sich die Ladezeit halt wirklich schon ein bisschen lang. Das muss man wirklich sagen, auf der Switch. Und wenn ich es im Streamen bin, dann auf dem PC, das geht auch ein bisschen schneller. Aber Cross-Save ist aber schon nice. Yes. Genau. Eben. Age of Empires Fans, I'm very sorry für die schlechten Nachrichten. Aber gebt doch auch im Handy-Game mal eine Chance. Ja, nachdem wie die Spielsteuerung umgesetzt wird. Das könnte schon funktionieren. Ja, und schlau umgesetzt ist. Ja, so. Last but not least haben wir noch ein Leak. Und der Sean weiss mehr. Ja, das God of War, wo anstehend ist. Ragnarök. 9.11., ja, das God of War Ragnarök hat ja am 9.11. den Release. Jetzt ist es natürlich so, dass Also in 2 Wochen kommt halt immer wieder vor, dass irgendwelche Spiele geleakt werden, aber ja, bei dem ist es jetzt gerade wieder extrem. Ich meine, eben rund 2 Wochen vor Release hat jemand schon das physische Produkt in der Hand, irgendwie können ergattern über einen Händler wahrscheinlich und hat halt Aufnahmen korrupte gemacht. Mitarbeiter schon, wette. Wer weiß, ins Internet gestellt, überall in den Social Media und sogar mit dem Ende, also wie sagen wir, das Ende vom Spiel. Also wenn ihr gescheit sind und Fans sind von God of War, würde ich das Internet blocken. Das hat übrigens auch der Chef vom Studio rausgegeben. Ist nicht wahr, hat er das gesagt? Dass alle Hashtags und alles, was mit dem Spiel zu tun hat, nicht aufgreifen sollen im Internet. Damit man sich einfach schützt davor, etwas zu sehen, wo ihm können spoilern. Ja, ist ein bisschen ähnlich wie das Thema mit dem Nico angeschnitten hast, letzte mit dem GTA. Ja. Halt auch, ich glaube, für die einen Game ist es natürlich schade, wenn irgendwie ein Produkt schon im Voraus geleakt wird und dann nicht wirklich in der Qualität, wo man es eigentlich sehen will. Und sich dermaßen darauf freut. Und natürlich auch für den Handel ist es natürlich extrem, finde ich, unfair, wenn gewisse Händler schon das Spiel verkaufen. Man muss ja eigentlich auch ein NDA unterschreiben oder einfach kommt das Dokument über, damit man nicht schon im Vorverkauf startet. Und ja, ist halt die Fairness ist dort einfach nicht gegeben, wenn auch gewisse Händler schon rausgehen mit dem Spiel. Ja, da vor allem gerade jetzt aus der Perspektive von einem Online-Händler ist es für uns natürlich auch recht relevant. Das muss man natürlich schon sagen. Wenn wir natürlich das Game im Shop haben und dann kommt der Laden und verschickt es einfach früher. Ich meine, so Zeug spricht sich um. Das ist ja nicht ein einziges Mal, wo so etwas passiert. Das ist dann immer und immer wieder. Und es passiert aber auch nie etwas, es gibt keine Sanktionen und nichts. Ich meine, klar, dass dann die Leute dort posten, die wenn sie für das Game früher haben, weißt du, wie geil. Würde ich auch nicht Nein sagen. Aber es ist natürlich, wie du sagst. Ja, eben, seit Jahren kommt das immer wieder vor, aber so in diesem extremen Ausmaß habe ich es, glaube ich, auch selten bis gar nie erlebt. Also 2 Wochen vorher. Ja, also so 1-2 Tage kommt immer wieder vor, ja. Aber 2 Wochen im Vorfeld, dass jemand eine Kopie bekommt, physische, das ist heavy. Das ist, mit 2 Wochen ist wirklich, das ist wirklich nochmal ganz anders als 2 Tage. Das muss man wirklich sagen. Und eben, ganz ehrlich, wenn jemand natürlich so etwas in die Hand bekommt, ja, dann wartet man nicht. Und es gibt natürlich Klicks, es gibt Aufmerksamkeit, man kann vielleicht ein paar Leute ärgern, man kann sich als geiles Sicht darstellen, gell? Das ist natürlich schon, ja. Ja, aber die Leute werden sich auch konsequent davon müssen tragen. Ja, hoffen wir es mal, sagen wir es mal so, gell? Das wäre natürlich schon
weird, wenn es da nicht irgendwelche Konsequenzen gibt. Ja, das ist durchaus so. Aber ja, gut. Aber ja, wie du sagst, ist es halt so, dass man meistens nur mit der Samthändchen angelangt wird. Mm. Wenn es wirklich eine harte Strafe gibt, dann würden die Leute das nicht mehr so oft machen. Also ist es so. Meistens passiert eben nicht viel zu wenig oder gar nichts sogar, ja. Hey, übrigens, kleiner Fun-Fact. Hast du gewusst, dass der Kratos, heisst er, glaube ich, ja, dass der im Ragnarök, der Bub, der mit dem unterwegs ist, nicht mehr den Boy nennt? Er nennt ihn nicht mehr Boy. Er nennt ihn nie mehr Boy. Das ist störend. Der Zug ist abgefahren. Okay. Ja. Er hat jetzt Aber den anscheinend neuen einen Namen Namen. weißt Keine Ahnung. Bin ich mich nicht informieren. Ich habe es einfach irgendwo mal mitbekommen. das ist wahrscheinlich auch die geleakten Infos. Das kann sehr gut sein, ja. Wobei, die Info habe ich schon vor ein paar Wochen tatsächlich gesehen. Das mit Boy, also das ist schon länger bekannt. Aber wie er heisst, beziehungsweise ob er tatsächlich einen Namen hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ja, einfach so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Leute kaufen keine physischen Games, wenn sie noch nicht offiziell erschienen sind. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Vielleicht ist es so einfach ein Fake. Kann natürlich auch sein. Und ja. Ach, herrje, so Zeug. Naja. So, schon. Gleich ist Weihnachten. Yes. Hast du schon... Ja, obwohl das Wetter etwas anderes sagt. True. Ich glaube, so einen warmen Oktober hat es noch nie gegeben. Mal schauen, wie der November wird. Mal schauen. Vielleicht wird er auch rekordverdächtig warm. Hey, vielleicht haben wir Frühling, bis Weihnachten ist. Dann sprießen schon die ersten Bäume, Kirschblütenbäume. Ja. Und dann können wir unsere Kirschblütenbäume beschmücken. Das wäre doch auch schön. Nein, Ja, aber... wieso nicht? Ich meine, jetzt fangen wir dann langsam wieder an Weihnachtsgeschenke suchen und uns inspirieren. Falls ihr da außen Inspiration braucht für Gaming-orientierte Games, Gaming-orientierte Geschenke, dann geht doch mal auf brack.ch/gaming/Geschenke schauen. Dort haben wir nämlich aus unserem Team, aus unserem Gaming-Team, hat jeder 5, außer der GH10, uns kann Produkte vorgeschlagen. Also sie sind wirklich aus unserem Repertoire. Geht mal vorbei schauen, falls ihr Inspiration braucht. Yes. Aber laut, hast du dir etwas gekauft? Der Nico und ich, wir waren ja jetzt aber ein bisschen auf Sparflamme unterwegs gewesen. Gib uns ein bisschen etwas. Bitte schon. Ja, wie schon erwähnt, habe ich Call of Duty gekauft. Yes. Das Modern Warfare 2, obwohl es eigentlich die Namensgebung schon mal gegeben hat. Irgendwie schon, gell? Ja. Ja, was man auch dazu sagen kann, ist gerade heute rausgekommen, keine Ahnung, wie heisst der Xbox-Chef hat verkündet, dass solange es PlayStation geben wird, auch das Call of Duty für PlayStation-Fans geben wird. Also ist das schon mal etwas Cooles für PlayStation-User. Ich bin zwar Xbox, aber wie man weiß, hat es viele PlayStation-Fans da draußen. Ja, unverständlicherweise. Nein, Nein, ich muss halt wirklich zugeben, ich finde es so cool, was die Xbox macht mit dem Xbox Game Pass. Ich bin halt so Fan von dem. Ich kann einfach Xbox Games spielen auf dem PC. Warum kann man das bitte nicht mit der PlayStation auch einführen? Ganz ehrlich, die scheiß Exclusives gehen mir so auf den Sender, aber da habe ich letztes Mal schon genug abgrantet. Ist das noch irgendetwas? Ja, noch ein Razer-Headset, das ich eigentlich heute einsetzen will. Ich habe es glaube irgendwo da hinten, da wie man sieht. Schön schlicht und schwarz. Nice. Aber ja, ich habe es noch Was nicht ist das für ein Modell? Das Barracuda X von diesem Jahr. Ist also 2022 rausgekommen. Ja, nice. Ist sehr schlicht, relativ leicht und wireless. Nur habe ich es noch nicht geschafft zu verbinden. Aber ja, das liegt dann noch an mir. Ja, vielleicht musst du irgendetwas abladen, irgendein Programm oder so, das kann gut sein. Genau. Ich bin halt Fan von Plug and Play, muss ich wirklich sagen, einstecken und es funktioniert für mich immer zu A und O. Aber ja, ich habe gedacht, das wäre ein bisschen simpler, weil es ist eigentlich eher so ein bisschen wie sagen wir, Business, Casual Gaming Headset. Okay. Also für das ist es eigentlich gedacht. Ja, vielleicht bist du einfach unfähig schon. Wir werden es herausfinden. Das ist auch gut möglich. Meistens liegt es ja an den simpelsten Sachen. Ja, das ist ja so. Aber okay, dann hast du wenigstens mal wieder etwas gekauft, was Gaming basiert ist.
Ich muss einfach Ja, zugeben, dir? ich habe schon wieder nichts gekauft, was irgendetwas mit Gaming zu tun hat. Aber da ja wirklich die Adventszeit wir sind kurz vor der Adventszeit. Es geht nicht mehr so lang. Und ich habe einfach gedacht, bevor alle Adventskalender ausverkauft sind, so wie letztes Jahr, wo ich einfach zu spät dran war, bin ich das mal lieber ein bisschen früher dran und kaufe mir jetzt schon meine Adventskalender. Ich habe mir 3 verschiedene Adventskalender gekauft. Einmal habe ich einen Für dich gekauft. selber? Oh ja, unter anderem. Ich habe dann einen Gin-Adventskalender gekauft. Den werde ich aber teilen mit meinem Freund. Und dann habe ich einen Katzen-Adventskalender gekauft. Für mich, also für meine Katze. So. Und für die Katze von meiner Mutter. Und von der gleichen Marke auch noch gerade einen Hunde-Adventskalender für den Hund von meiner Mom. Genau. Und dort hat es dann verschiedene Leckerlis drin. Yes. Und ich glaube, einen Tee-Adventskalender für meine Mama habe ich mir auch noch gekauft. Stimmt. Also, Mami, falls du das hörst, du wirst ein paar Adventskalender von mir bekommen dieses Jahr. Viel Spass. Ja, ich wüsste schon, welchen Kalender der Yves sich wünschen würde. Was für Aber einen? das erwähnen wir nicht da. Du musst schicken. Vielleicht gibt es plötzlich eine Überraschung, Yves, wer weiß. Und Yves, falls du das hörst, hey, nichts gesagt. Du vergisst es jetzt wieder. Du wirst jetzt geblitzdings. Psst. Ja, wunderbar. Also, Adventskalender, Amorana. Da hat jemand einen Amorana-Adventskalender bestellt, auch nicht schlecht. Es sorgt für heisse Nächte im kalten Winter, das ist auch nicht so schlecht. Aber ja, Gaming-basiert habe ich tatsächlich nicht gekauft, aber ich muss zugeben, das Ballads of Honey, das hockt mich schon ziemlich. Also da würde ich sicher mal einen Blick drauf werfen, falls das Jahr noch rauskommt. Ich hoffe, es ist schwer. Und ja, mal schauen, es kommt sicher demnächst wieder ein Sale. Steam hat immer ganz viele Sales. Mal schauen, was dort noch kommt. Ja, Black Friday ist schon bald. Oh ja, Black Friday ist ja schon gleich. Wann ist der? Immer der letzte Freitag vom Monat November. Ich glaube, der 26. das Jahr. 28. Nein, das ist noch im Oktober, Entschuldigung. 25. Also, 25. das ist in 4,5, ja, ein bisschen mehr als 4,5 Wochen, Leute. Merkt euch das Datum, 25. November, steht früh auf. Black Friday Sales. Da gibt es sicher 10 oder andere krasse zum Absahnen. Hell yeah. Ja, gut. Hey, merci vielmals fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Auf Spotify am liebsten 5 Sterne natürlich. Und dann wünschen wir euch noch einen ganz guten Rest. Genießt es und bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss dann. So, dann wären wir hier mit dem Podcast auch nachher. Ich habe gehört, also beziehungsweise im Augenwinkel so gesehen, der eine oder andere hat noch mitgeschwätzt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Merci auch nochmal für einen Hinweis vom Cross-Save. Hat mich gerade ein bisschen gesaved. Und hey, Hemscho, sehr, sehr gern. Sehr gern geschehen für einen Gift-Sub. Und Massimo ist noch an. Wo ist der Nico? Der Nico ist leider krank, genau. Ich dachte, er ist eingeschlafen. Das ist auch irgendwie so ein Running Gag geworden. Nicht? Nein, Nico geht es tatsächlich heute gar nicht gut. Irgendetwas mit den Augen, eine Bindehautentzündung oder irgendwie so etwas. Ich hoffe, es ist nicht allzu ernst. So, Bindehautentzündung ist echt nicht cool, vor allem super ansteckend. Aber ja, natürlich haben wir wunderbaren Ersatz gehabt, wie immer. Ich hatte zwar auch heute ein bisschen das Augenzucken gehabt. Das Augenzucken? Oh, pass ja, auf. Ja, kennst du das amigs wieder? Nein, ist alles gut. Ja, wenn du zu lange am PC gehockt bist. Ja, keine Ahnung. Mhm. Oh ja, ich habe zu viel Bildschirmzeit. Ja, das ist eben schon so. Vor allem wir Gamer, wir müssen aber schon ein bisschen aufpassen. Also, ich kenne es von mir selber. Da bin ich am Morgen, wenn ich ja, eben, schon im Bett scrolle ich schon durch mein Handy durch, schaue ein bisschen auf Instagram, schaue immer ein bisschen News, was gerade so geht in der Welt. Und ja, eben, also klar, ich habe Dark Mode überall drin, aber es geht gleich ins Auge. Und dann stehst du auf und dann schaust du in den Spiegel und dann hast du schon mal einen zweiten Schock. Nein. Und dann das Nächste, was du machst, ist halt, hockst vor einem PC und schaffst den ganzen Tag. Und am Abend, ja, was machst du am Abend? Entweder du schaust Fernsehen, also gamest,
Bist du schon Yes, wieder vor vor allem, dem Fernseher oder vor dem vor allem bei Bildschirm? dem Wetter. Ja, das ist fast ein bisschen schade eigentlich bei diesem Wettergame, wenn es so schön ist draussen. Aber ach, dafür werden wir nicht krank, seht ihr jetzt. Der Nico ist schon unterwegs, oh, Sean ist weg. Der Nico ist unterwegs gewesen, seht ihr, darum ist er jetzt krank. Wir sind daheim geblieben und sie haben gezockt und darum sind wir jetzt gesund. Sean, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Dein Bild ist darum fort. Hast du irgendetwas zugemacht? Ja, nein, ich bin aus Versehen. Warte, ich komme gerade wieder. Das ist Ah, so sehr wie schön. Spawn schon. Ja, der Spawn schon. Ai. Und der Phoenix sagt auch noch Merci für Sub, sehr, sehr gern. Da der Henry Cavill spielt auch Dungeons and Dragons und ist der Obernerd. Ja, eben, es ist so cool. Der Henry Cavill ist halt wirklich so dermaßen mit Herzblut dabei und ich kann mir kaum einen Schauspieler vorstellen, der eigentlich besser in so eine Fantasy, so eine Dark Fantasy Welt Rolle passt als er. Schon allein von seiner, jetzt nicht von den Rollen, die er vorher hat gespielt, man sieht übrigens wieder schon, sondern halt wirklich von seiner Leidenschaft und Hobbys her. Es passt halt einfach so gut. Und ja, das tut echt weh. Hoi Nitrox. Sehe ich das richtig? Ich habe von euch ein Subgeschenk bekommen. Yes, Fabi, das hast du. Man sieht ja nur eine Seite. Wir müssen beide Seiten befragen. Ich denke mal, das ist auch auf, eben auf Witcher, Henry Cavill Story gewesen. Ja, schon. Und gleich. Wenn man so Sachen hört, glaube ich, ist es auch recht klar. Also, sind wir ehrlich, wenn man die fragen, die Mitarbeiter, die am Lästern sind, ob sie lästern, sagen sie sicher nein. Also, als ob sie dazu würden stehen, dass sie das alles scheiße finden. Ach, Samurai, dass du Witcher nicht kennst, ist überhaupt nicht tragisch. Er meint aber, der James Bond wäre auch ein Herzerbe zum Antreten. Definitiv, ja. Aber ich denke, als Superman und Witcher ist James Bond echt so der logische Next Step nicht. Irgendwie. Also, vor allem nachdem er jahrelang den Superman gespielt hat, finde ich, da ist jetzt James Bond nicht mehr so, ja, ganz so Legacy behaftet, wie man es vielleicht denkt. Und vor allem ist er ja in den letzten paar Jahren recht viel menschlicher geworden, als er früher war. Ne? Hast du James Bond aber geschaut schon? Ja. Aber gell, früher war er wirklich so der unnahbar, der easy, kalt, Ober-Top-Agent. Und vor allem mit dem Daniel Craig ist er schon sehr viel menschlicher geworden irgendwie. Macht auch mal Fehler und so. Ja, das könnte, glaube ich, schon noch gut jetzt könnte man die wieder doppelt. Jetzt musst du die wieder muten im Ninja. Oh. Yes. Danke. Ja, vor allem die Ernsthaftigkeit, die er so überbringt in der Rolle von The Witcher. Ja, gell, das ist super düster. Ja. Du merkst echt genau so, boah, der hat eine schlimme Vergangenheit. schon seine Falten hier zwischen den Augen, die spricht Band. Darum glaube ich, ja, wäre es schon noch eine interessante Option als James Bond. Mhm. Ach ja, we will see. Es passieren Sachen. Das ist aber auf das Fortnite-Dings ist das gewesen. Es passiert recht wild. Das Pickaxe. Ja, am besten macht man so Sachen nicht, ausser man hat dann ausgesorgt. Ja, und für 2000 Franken bzw. Dollar ist halt einfach schon so ein bisschen fragwürdig, ob sich das gelohnt hat. Also wegen 2000 Dollar seinen Job riskieren ist schon nicht sonderlich intelligent. Nein, also die Intelligenz hat er nicht mit Löffeln gefressen. Definitiv nicht. Nein. Ja, aber da meint auch sie klaren Diebstahl. Verticket Cumulus-Punkte. What? Ja, Ricardo wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Steffi, eher nicht an die Kasse weggestohlen hast. Ja, das habe ich ja auch gemeint. So, das ist vielleicht doch nicht so schlau an die Kasse, wenn du geklaut hast. So. Oh Mann. Fabi hat noch gemeint, Aufbaustrategie auf Konsolen. Sie hat einfach auch so semi-geil. Ja, das muss ich auch schwierig wegen der Steuerung. Ja, ich denke auch, es geht mega lang. Das ist auch. Also, Civilization 6 gibt es ja, glaube ich, so oft. Ja, genau, es gibt es auf der Switch. Aber es wird mir nicht im Traum in den Sinn kommen, das auf der Switch zu spielen.
Also ja, vor allem die Rundinnen, vor allem gegen vor allem Endgame auf Civ, ey, das dauert ja teilweise schon auf dem PC hure lang. Also dann wartest du einfach mal 1-2 Minuten, während die Runde beendet wird. Und stell dir vor, auf der Switch. Da kannst du zuerst mal eine Kuh melken. Dann kannst du dort einen Kaffee machen, Milch noch aufschäumen. Und dann bist du irgendwie... Dann hast du mal ein schönes Käferli und dann kannst du die nächste Runde spielen. Mobile Age of Empires ist doch gut, wenn jetzt ein Nintendo Switch Mensch und nicht auf dem iPhone. Doch, Samurai. Also mit Mobile ist eigentlich immer Handy gemeint. Also also Android und iOS. Das sind Mobile Games. Das andere ist ja wieder ein Konsolen-Game. Switch ist ja Konsole und kein Mobile. Schmeckt hier irgendwie wieder nach PTW Lootboxen. Was ist PTW? PTW. Fabi, was ist PTW? PTW. Permit to work. Ich weiss, was du meinst. Permit to work. Dass du musst, Energy oder so kaufen, dass du überhaupt weiterspielen darfst. Das würde ich jetzt aber so nicht unbedingt behaupten. Gut, wobei gerade so Aufbauspiele auf dem Mobile sind aber leider schon so. Gerade bei Gebäudebau und so weiter musst du ja oftmals recht lang warten, bis das Zeug gebaut ist. Und du kannst es dann boosten mit Energy oder eben mit Coins. Du kannst zahlen, dass es schneller gebaut worden ist. Hoffen wir, dass sie das nicht machen. Das wäre natürlich schon extrem schade, ja. Auf der Switch ist es eher semi-geil, ja. Mobile-Markt heisst leider auch, dass plötzlich kein Update mehr kommt. Dann passt es nach dem Smartphone-Update einfach plötzlich nicht mehr. Ja, das ist natürlich auch schade. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Mobile Games war nur Flight Control und Angry Bird gut gewesen. Aber die haben die besten Tage auch hinter sich. Angry Bird! Hast du gewusst, dass es einen zweiten Teil gibt von Angry Bird the Movie? Habe ich das schon auf Netflix gesehen? Also was, Verfilmung? Ja, es gibt ja Angry Birds, den Film. Ja, ich habe es nur gesehen, aber ich habe es nicht geschaut. Okay, es gibt so einen zweiten Teil. Ich habe den ersten Teil geschaut, ja, wo einer, den ich kenne, eine Synchronrolle dort bekommen hat. Darum habe ich es geschaut. Aber also, mega geil, habe ich ihn nicht gefunden. Und jetzt ist ein zweiter Teil, von dem habe ich absolut gar nichts mitbekommen. Und jetzt habe ich ihn letztens auf Netflix gesehen. Well. Aber geht es nicht um die Entstehung, oder? Ist ja kein Doku. Nein. Es ist wirklich ein Animationsfilm. Mit Story und so. Super Mario Run war ja auch so eine Katastrophe gewesen. Was das gibt, habe ich gar nicht gewusst. Aber Mario Kart Tour war auch so schlimm gewesen, ja, auf jeden Fall. Alles andere als lustig, ja. Da, wärmster Oktober seit 1864. Crazy. Seit Messbeginn, ja. Aller Zeit. Das ist so krass, hey. Der Samurai hat noch gefragt, ist Game Pass nicht auch schlecht für Online-Händler? Was sagst du dazu schon? Ja, definitiv. Das muss man schon so sehen. Nur so zur Info, Xbox Game Pass kann man bei uns auch kaufen. Just saying. Falls ihr uns gefallen machen. Und ich kann ihn wirklich empfehlen, vor allem. Xbox Game Pass ist etwas vom Geilsten. Also, wenn ich zu Weihnachten Xbox Game Pass geschenkt bekommen, hätte ich hure Freude. Don't do it because I already have one, aber ich hatte hure Freude. Vor allem, auch wenn dein Abo läuft irgendwann mal ab und dann hast du halt die nächsten 3 Monate. Das ist doch voll cool. Ja. Game Pass ist nice. Vor allem, wenn man ihn bei brach.ch kauft. Ja, und Spiele bleiben ja, glaube ich, immer noch auf der Konsole. Die werden einfach wieder reaktiviert. Das kann sein, das weiss ich nicht, ja. Genau, schau nicht zu viel Bildschirme, es gibt 4-eckige Augen. Pay to win, nicht pay to work. Wer schreibt das mit einem T? Das schreibt man mit einem 2, Leute. P2W. Pay to win. PTW, das ist aber pay to work.
Also, P2W, please, Leute, please, wenn schon. Wenn schon, dann schon. So, jetzt sind wir unten angekommen. Ja, hey Leute, merci vielmals fürs Zuschauen. Falls ihr noch gerade eine Frage habt, wäre jetzt der Zeitpunkt für euch zum Fragen. Und sonst würden wir hier in Leadspeak. Ja, aber genau, danke. Der Brüssel hat es kapiert, wenigstens einen. Und merci, by the way, noch für die Follow von vorher. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, Podcast und so, haben wir schlecht können zwischendrin krätschen, aber danke vielmals. Ist halt fast Chines. Fachchinesisch, da ist schon ein bisschen Boomer bei. Der Fabi, okay. Naja, wir sind halt, wir sind eigentlich auch Boomer. Okay, nein. Tun wir jetzt mal so, als wären wir kein Boomer. Darum schreiben wir es mit einer 2. Und ich meine, Pay to Win sagen wir schon auch, aber ich schreibe es immer mit einer 2. Schreibst du es nicht auch mit einer 2 schon? Schon, gell? Ich sehe es darum immer überall nur so. Ja. Mhm. Gaming-Stuhl-Empfehlung. Hey, der Stuhl, den ich daheim habe, muss ich wirklich sagen, den kann ich dir mega empfehlen. Einen kleinen Moment, ich suche den raus. Falls wir ihn noch haben. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Yes. Ich habe den daheim. Ich finde den fantastisch. Sonst kann ich euch auch sehr schnell spicken, was wir hier für einen Stuhl haben. Auf den, wo ich drauf hocke, den haben wir in schwarz und auf weiß. Auf weiß, in weiß. Schwarz und weiß. Das wäre der hier. Er ist ein bisschen breiter als der, den ich daheim habe. Also da merke ich schon, der, den ich daheim habe, der ist ein bisschen feiner, ein bisschen schmäler, vielleicht auch eher für eine Frau gemacht. Und der, wo ich jetzt drin hocke, vielleicht so als Referenz, ich bin 1,68, der ist mir deutlich zu gross. Also der wäre jetzt nicht für mich. Schwitzt man auf Leder nicht mega? Ein bisschen schon mal. Aber also ich habe zum Beispiel beim Weissen, beim Noble Chair, habe ich ein Tuch getroffen. Und wo ich es auch angenehmer finde. Ich habe immer Schiss, wenn ich mir Jeans habe oder so, dass es beim Weiss abfärbt. Ja. Vor allem neue Jeans. Ja, da muss man aufpassen, ja. Darum habe ich immer ein Tuch drauf und durch das macht es eigentlich sehr angenehm. Aber ja, im Winter schwitzt es so oder so, egal wo du drauf hockst, sind wir ehrlich. Im Winter, im Sommer natürlich. Aber ja. Was hast du für einen? Hast du einen Gaming-Stuhl daheim schon? Nein, irgend so einen uralten Bürostuhl, wo schon die Rädchen Nein! in alle kleinsten Teile zersplittert, wenn ich hin und her rolle. Also Ach immer wieder schon. mal. Ach schon. Wirklich. Ja, es ist definitiv Zeit für neue Bürostuhl. Es ist ja ein bisschen Weihnachten. Kannst du dir einen wünschen? So ist es. Wir haben, by the way, hier noch eine Einrichtung, also eine Landingpage für eine Gamingzimmer-Einrichtung. Da könnt ihr euch ein bisschen inspirieren. Da haben wir auch Stühle, Tische, so ein bisschen alles, was ihr so ein bisschen braucht in eurem Gamingzimmer, sage ich jetzt einmal. Und wo ist das Gaming-Geschenkli? Geschenke! Oh, Jesus. Immer die Links mit Anhängsel dran. So, hier ohne Anhängsel. Da, /Gaming /Geschenke, genau. Dort findet ihr neben ein paar Geschenkideen von unserem Team. Und ich sehe gerade, bei mir gibt es etwas nicht mehr. Etwas, was ich als Geschenkidee empfohlen habe, gibt es nicht mehr. Ich habe dort auch einen Gaming-Stuhl empfohlen, by the way. Aus Stoff. Und zwar der hier. Den kann ich noch schnell geben. Here we go. Von Corsair. Yes. Ja, wunderbar. Sollst du noch gerade fragen? Sollen wir noch etwas für euch shoppen? Darf ich da den Link von meinem Gaming-Show rein tun? Yes, Moment, schnell. Ich muss schauen, ob es das mal geht. Scheint nicht zu funktionieren. Oh ja, Permit geschrieben, ist Permit, okay. Warte. Richtig schreiben wäre vielleicht auch noch ganz gut. Jetzt sollte es eigentlich gehen, außerdem haben wir einen Doppelblocker drin. Wenn wir Doppelblocker drin haben, geht auch das nicht leider. Mach nochmal auf Phoenix.
In der 30. Ah, geht immer noch nicht. Okay, wir haben Doppelblocker drin. Wait, du bist schnell an. Also, warte, ich tu dich schnell an, whisperen. Dann kannst du mir hier schicken. Ich tu es dir posten. Ja, das muss ich vielleicht mal noch anschauen, dass wir Links schicken kann. Also, dass ihr könnt Links schicken. Du hast ein cooles Bild im Hintergrund schon. Ah, danke schön. Leider nicht das Originale. Ah, ja gut. Ich glaube, das würdest du nicht einfach so zeigen. So, schon, was willst du? Erzähl mal. Willst du mich nicht mal zu einem Drink einladen? Ah. Darum habe ich Secret Lab einen Stoffstuhl wollen. Ja, Stoff ist halt immer ein bisschen schwierig zum Putzen. Wenn man etwas verschüttet drauf oder so. Fragt der Yves, vielleicht macht er seinen Adventskalender drauf auf. Du musst mir näher sagen, welchen Adventskalender du gemeint hast schon. Wo ist das komplett auf dem Schlauch? Ist gut. True Performance und Noble Chairs haben anscheinend auch Stoffstil. Irgendwie gehen sie ein bisschen mehr auf Stoff. Kann das sein? Immer ein bisschen weg von Leder, irgendwie mehr. Ja. Ja, oder das Alcantara, nicht Alcantara, wie heißt das? So die Mikrofaser. Oh. Mikrofaser? Ja, so wie Alcantara. Oh, Oder ist okay. Alcantara das Mikrofaserzeug? Hey Phoenix, schick jetzt doch den Link. Ich habe die extra angewhispert. Oh ja, den Podcast nehmen wir auch nicht mehr auf. Das kann ich wieder abschalten. Das ist ein Laptop. So, Delay. Also, Podcast hier. Wir nehmen keinen Podcast mehr auf. Wunderbar. Gut. Habe ich schon? Nein, ich habe nichts bekommen. Du nicht so. Ja, die angewhispert. Bei mir ist immer noch nichts. Du lügst. Nein, ich habe nichts bekommen, Mann. Wem hast du es geschickt? Uns hast du es nicht geschickt, Alter. Frag hat auch die Schulperformance Shoot. Das ist exakt, ja, wir haben sehr viel. Hey Martin! Ja, wir machen jetzt auch gerade Feierabend. Aus der Innerschweiz, genau, so sieht es aus. Auch immer sehr sympathisch. Schweizer Qualität unterstützen wir natürlich, nicht wahr? Massi, du gehst, habe ich gehört. Nein, Massi, du kannst im Fall auch keine Links schicken. Stell dir vor. Es tut mir echt leid, aber wenn der Phoenix, der Sub ist, schon keinen Link kann schicken kann, Menschen, kannst du einen Link schicken, der nicht mal Sub ist. Ai. Ah ja, kurzes Zeitgedächtnis. Haben wir mal wieder Massimo. Ja, alles klar. Ich dachte, wie 100 Stunden kann ich das. Hast du seine 100 Stunden knackt? Knackst, hat ich gesagt. 103 Stunden. Komm schon, klatsch. Schon. Ja, eine ist wow. Was ein Applaus. Nein. Ja, das war ein bisschen dilettantisch. Herzig. Jetzt habe ich es geschickt. Ich habe immer noch nichts bekommen. Wo hast du es hergeschickt, Phoenix? Wirklich. Nein, aber hey, Massimo, merci viel mal für deinen mega Support. Über 100 Stunden, Mann. Richtig crazy. Aber ja, hey, wir müssen leider langsam Feierabend machen. Wir müssen noch gewisse Sachen nachbearbeiten. Ich habe nach wie vor kein Whisper bekommen, Phoenix. Ich weiß nicht, wo du das hergeschickt hast, aber wir haben nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Also, schon auf Twitch, oder? Oder auf Twitter? Oder wo hast du es geschickt? Ich tue jetzt kochen. Und hoffe am Freitag auf einen Kochstream bei dir, Steffi. Könnte sehr gut sein, muss schauen. So, der Massi hat einen geschickt. Den von Massimo habe ich bekommen, Leute. Das ist der hier. Bitteschön. Das ist der True Performance Stuhl. Der Alcantara, okay.
Ja, eben das Ja, Alcantara. das ist von True Performance. Ah, das ist so teils so stoffig Ja, und das teils ist so wie Leder. Ah, ja, ich sehe es. Wildleder, aber es ist so Kunstfaser. Ja, genau, genau. Ganz fein, gell, ist es. Ja, Nice. ja. Wird auch oft in den Autos benutzt. Sieht eigentlich recht hochwertig aus. Also auf, Und auf ist, den pfle und Bildern ist, sieht es pfle echt gut aus. und ist viel pflegeleichter als echtes Wildleder. Ja, gut, das ist sowieso echt so. Leder, da darfst du ja kein Tröpfchen drauf legen. Das ist an dem ersten. Tschüss zusammen, kannst du nicht mehr Ja. brauchen. Schau kurz auf Discord. Ähm, Discord, wo? Ja, off-topic. Lol. Okay, alles sehr gut. Wo bei mir sieht es nämlich so aus. Und ich schicke das gerade zurück, wie es bei mir aussieht. Das ist ganz gespässig. Anscheinend will es wirklich nicht. So sieht es bei mir aus. Aber ja, easy. Leute, cool, seid ihr da gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wir haben wieder den normal, sage ich jetzt einmal, Streamingplan von dieser Woche. Also für diese Woche. Morgen am 11 Uhr bis um 1 Uhr ist der Cyril dran mit Klemmbausteinen zusammenbauen. Am Mittwoch um 3 Uhr streamt der Troy. Bei ihm gibt es entweder wieder Jurassic World Evolution 2 oder Satisfactory. Denke ich mal, außer er spielt jetzt aus irgendeinem Grund mal etwas anderes. Und am Freitag am 1, also schon früh, am Freitag am 1 bin ich wieder dran. Dann fahren wir weiter mit Immortals Phoenix Rising. Ich freue mich schon mega. Also, meine Lieben, habt einen schönen Feierabend. Genießt euren Abend. Und dann sehen und hören wir uns entweder morgen oder schon irgendwann. Ja, viel Spaß. Ade miteinander. Tschüss Ciao, zusammen. ciao.